Gott zu kennen als Freund und Vater ist für mich heute so viel wertvoller, als zu sagen, er hat mich geheilt. Wir gehen in die nächste Runde von unserer schönen Serie hier. In diesem Advent auf LiveNet machen wir ja immer wieder so Hirtentalks. Überhaupt das Thema vom guten Hirt tut uns begleiten durch den ganzen Dezember durch. Auch auf dem Portal könnt ihr jeden Tag etwas lesen von Menschen, die irgendwie gestärkt worden sind aus diesem Bild heraus vom Hirt. Und häufig ist es Psalm 23, aber kann ja auch von einem anderen Ort her sein. Und der heutige Gast im LiveNet-Talk, da freue ich mich sehr darüber, hat eben auch reagiert auf den Aufruf, den ich schon Anfang Dezember rausgelassen habe, dass man sich doch melden kann, wenn man die eigene Geschichte gerne erzählen will und eben ganz speziell etwas erlebt hat mit Jesus. Und das ist Mascha Surbeck. Ganz herzlich willkommen bei uns. Danke, merci vielmals. Genau, sag doch vielleicht eingangs ein paar Worte noch zu dir. Von wo kommst du? Was hat dich dazu gebracht, zu sagen, hey, komm, ich schreibe mal im Flo eine E-Mail? Ja, ich komme von Thun, bin 27, darf mit dem Tim Surbeck verheiratet sein. Und ja, meine Leidenschaft ist es, über Jesus zu reden, ihn zu kennen und ihn bekannt zu machen. Und darum ist mein grösster Wunsch, einfach, dass er bekannt gemacht wird. Und als ihr da über Psalm 23 oder «Gut Hirt» habt erzählt, habe ich gemerkt, das ist ein Teil von meiner Geschichte. Und wenn es andere bewegen darf, würde ich das gerne teilen. Ja, und ich weiss ja jetzt schon ein bisschen mehr, weil du mir schon im Mail ein bisschen geschildert hast. Und ich denke, es wird sehr viele bewegen, auch was du erlebt hast. Es hat angefangen vor 27 Jahren im Kanton Zug geboren worden. Genau, gell? ja. Mascha. Und ja, genau, wir fangen wirklich dort ein bisschen an. Das war dort hier noch eben in der Innerschweiz dann gewesen, aber auch mit Wurzeln in Slowenien, gell? Genau, Deine ja. Family, aber nimm uns doch gerade von Anfang an gerne ein bisschen rein. Ja, ich bin im wunderschönen Oberägeri aufgewachsen, habe dort mit meiner Mami und meiner Schwester wohnen. Und ja, so war wirklich so meine Kindheit geprägt von einem wunderschönen Dorf und von einer kleinen Frauen-WG, sage ich auch. Wir hatten es auch gut miteinander gehabt. Aber ja, wie man schon gehört, ich bin ohne Papi aufgewachsen, in Oberägeri, genau. Und das hat sicher auch mein Leben unter anderem geprägt, dass ich meinen lieblichen Vater nie so kennengelernt habe. Aber ja, ich würde sagen, es ist heute, wenn ich rückblickend auf meine Geschichte schaue, auch ein mega Geschenk gewesen, dass ich so dann Jesus lernen kennen. Lass mich dort noch vielleicht schnell ein bisschen nachfragen. Du schreibst nämlich einfach, ja, als du 3 warst, da ist der Vater zurück auf Slowenien. Genau, Viel mehr weisst du auch gar nicht, oder hat die Mutter hätte wahrscheinlich ja schon noch ein bisschen mehr dazu sagen, oder? Ja, ist das genau. Ja, beide von meinen Eltern kommen von Slowenien. Sie sind etwa 1995 hierher gekommen. Und sie haben hier gewohnt, haben sich in Slowenien aber kennengelernt. Und mein Vater ist dann sehr gewalttätig geworden, hat eine andere Frau kennengelernt und ist dann zurück auf Slowenien und hat plötzlich nichts mehr mit uns zu tun haben. Und darum weiss man bis heute nicht mehr, oder noch nicht, wo er genau ist und was er macht. Ja. Wir werden später dann noch mal darauf zurückkommen, zum Stichwort Vaterlosigkeit, wo eben auch etwas Prägendes ist worden aus deiner eigenen Erfahrung. Aber nachher, hast du schon angetönt, hast du, oder dir, muss man sagen, hat Jesus kennengelernt, oder? Ja, genau. Die Frauenwege oder die Mami, die irgendwo auf das gestossen ist. Wie ist das denn gekommen? Ja, meine Mami ist wirklich an einem ganz normalen Tag mit uns am wunderschönen Egerisee am Spazieren gewesen. Und da war eine wirklich ältere Frau und hat uns angesprochen und uns eingeladen zu einem Weihnachtsgottesdienst in der FG Egeri. Und meine Mami hat reagiert, hat dort Freundinnen gefunden, ist dann in den Weihnachtsgottesdienst und ab diesem Zeitpunkt wirklich
Sonntag für Sonntag in diesen Gottesdienst gegangen, so gut es möglich war. Ja, und dort haben wir wirklich Jesus lernen kennen. Und ich würde heute sagen, die Begegnung mit dieser alten Frau hat unser Leben verändert und hat uns zu Jesus geführt. Und ich weiss nicht, wo ich heute wäre, wenn sie nicht gewesen wäre. Das ist schon auch noch etwas, was man unterstreichen oder hervorheben sollte. Wenn nicht eine Person dort ist, einfach jetzt die ältere Frau, oder auch in X-Geschichten kann man das sagen, oder, wo einen Schritt hat gemacht, mutig jemanden angesprochen hat, dann zumal euch. Ja, so eine einfache Einladung, so ein einfaches Gespräch an einem ganz normalen Tag verändert plötzlich ein Leben oder verändert eine Familie. Und da würde ich heute ermutigen, wirklich jeden. Wir gehen auch, ich darf am ISTL studieren, wir gehen dort Dienstag für Dienstag auf die Straße, mit Leuten reden über den Glauben. Und ich finde es immer so schön, Menschen kennenzulernen. Und in jedem Gespräch denke ich an meine eigene Geschichte und weiss, ein Gespräch hat unser Leben verändert. Und ich will wieder so jemand sein, der mich einlädt für ein mutiges Gespräch aus der Komfortzone und sagen, auch wenn es mich Überwindung kostet, Jesus soll es brauchen, dass das Leben verändert werden darf. Ja, und du hast schon, jetzt gehen wir schon ein bisschen Zeitreise, gell? Jetzt sind wir schon wieder ein bisschen in was macht das Leben von Mascha heute aus und gehen wieder zurück in deine Kindheit. Eben, du hast dann von diesem liebenden Vater gehört, der auch dich da hat angefangen wirklich ansprechen und wo du hast an das angefangen glauben. Ja. Aber dann sind auch ganz heftige Zeiten gekommen für euch, dass nämlich deine Schwester an Augenkrebs erkrankt ist und auch bei dir hat es gesundheitlich schlechte Nachrichten gegeben. Genau, ja. Ja, ich würde sagen, durch das alles, was wir gesehen haben, daheim, mit meinem Vater, sagen viele Ärzte, es könnte ein Ursprung von dem sein, dass meine Schwester und ich zur gleichen Zeit erkrankt sind. Meine Schwester hat Augenkrebs gehabt, hat heute ein Auge, kann ganz normal leben. Man merkt es ihr eigentlich gar nicht an. Und ich habe Kinderrheuma bekommen, eine Knochenkrankheit, so eine Entzündung, die meine Knochen hat angegriffen hat. Vor allem meine Sprunggelenke. Ich konnte mega schlecht laufen. Ich war immer wieder im Kinderspital in Luzern, Medikamente ausprobiert. Und ja, ich würde sagen, das hat sicher auch meine Kindheit, mein Leben geprägt. Eine Krankheit zu haben, Schmerzen zu haben, irgendwie anders zu sein als all die anderen Kinder in der Schule. Schmerzen und Spital, schreibst du, hey, deine Kindheit eigentlich geprägt nachher durch das. Ja. Genau. Und nachher, das mit Gott hat sich ja als Konstante nachher behalten. Ja. Also eben, das hast du vom ersten Gespräch mit dieser Frau erwähnt. Und dann, mit 15 hast du dich schlussendlich auch taufen lassen. Und das hat direkt also hört man ja etwa, dass es so eine geistliche Erfahrung auch ist, oder? Also der Moment vom Abtauchen und genau. bei dir ist das sogar eine Auswirkung auf das Rheuma, oder? Ja, es ist wirklich immer wieder, hat mir etwas in meinem Herzen gesehen, das, was du hörst, das ist wahr. Und dann habe ich mich mit 15 taufen, weil ich gewusst habe, der Jesus, der muss es geben. Das ist einfach wahr. Und ich habe mich dann taufen, so als sichtbares Zeichen, mein Leben soll wirklich ihm ganz gehören. Und ich bin aus dem Wasser rausgekommen und ich hatte wirklich keine Schmerzen mehr in den Sprunggelenk. Ich habe sonst aber manchmal 500 Meter Schulweg nicht geschafft. Meine Mami hat mich aber mit dem Auto in die Schule stellen und plötzlich kann ich da meine Fußgelenke ganz normal bewegen. Ich habe keine Schmerzen mehr. Und so bin ich auch mit dem Glauben in das Kinderspital und habe gesagt, ja, Jesus hat mich geheilt. Und ich weiß nicht, was genau die Ärzte haben gedacht, aber sie haben da Blutentnahmen gemacht und gesagt, ja, wir können das im Blut auch feststellen, die Entzündungswerte die sind stabil. Und so ist es für mich auch
eine Bestätigung wie vom Himmel, vom Vater gewesen, ich sehe dich. Und das hast du auch in dieser Zeit schon allen ein bisschen erzählt, gell? Ja, Also, genau. es ist wie... ja, haben alle dürfen mitbekommen, hey, ja, ich habe ein Wunder erlebt in diesem Sinn auch. Und hast aber dann auch gleichzeitig, oder ein paar Jahre später ist das wahrscheinlich gewesen, hast du auch Respekt bekommen vor, ui, hat echt das und wie geht das weiter mit dem Rheuma? Ja, genau. Der Arzt hat gesagt, ja, du musst Jahr für Jahr wieder zur Kontrolle, weil das ist eine Krankheit, die kann jederzeit wieder zurückkommen. Und so bin ich wirklich Jahr für Jahr zu dieser Kontrolle und habe gemerkt, in mir ist wirklich immer so eine Angst, was, wenn die Krankheit wieder da ist. Was, wenn das passiert und wenn die Ärzte mir jetzt die Diagnose wieder zurückgeben? Und diese Angst war immer wieder neu da gewesen. Und ich habe es geliebt, von diesem Gott zu erzählen, der Gott, der heilt. Das ist schon so ein Stempel von Gott geworden für mich in dieser Zeit zwischen 15 und 19, wo ich immer wieder gerne auch von dem habe erzählt, dass er heilt, dass er gross ist und Grosses tut. Ja, genau. Und dort hier drinnen hast du dann, muss ich jetzt aufpassen, aber das hast du vorher eigentlich schon gehabt, das Erlebnis, wo du hast gemerkt, Moment, ich habe Gott eigentlich mehr als nur den angeschaut, was er macht, was er hat vollbracht in meinem Leben, als und dort hier ist wie eine Veränderung passiert, oder? Rund um die Angst vom, was ist denn und was könnte noch sein? Ja, es ist wirklich so, vor einer weiteren Untersuchung ist wieder die Angst gekommen, was wenn die Krankheit zurückkommt. Und in meinem Kopf war dann wie so eine Stimme gewesen, und ich bleibe dann gleich, auch wenn die Krankheit zurückkommt. Und das war wieder ein Moment, wo ich realisiert in mir innen, dass mein Fundament plötzlich ist worden, der Gott, der heilt, und nicht der Gott, der der Vater sein will. Der Gott, der der gleiche ist, egal ob du krank bist oder nicht, oder gesund bist, er ist der gleiche. Und das Fundament ist wirklich für mich dann der Gott, der heilt. Die Heilung ist das Fundament geworden und nicht, wer er ist. Und das habe ich dann das erste Mal so realisiert. Und es ist ja tatsächlich so, dass du jetzt nicht kannst sagen, das Rheuma-Thema ist aus meinem Leben weg, draussen gesehen oder draussen geblieben über all die Jahre. Es ist wieder tatsächlich zurückgekommen. Ja, etwa vor 2 Jahren ist mein rechtes Knie mega angeschwollen. Und ich wusste, das ist nicht ein gutes Zeichen. Ich bin dann zum Arzt und sie hat mir gesagt, ja, da ist ein leichter Rheumaschub, der ist zurückgekommen. Und ich habe gemerkt, meine Seele ist so ruhig. So, ich habe in dieser Zeit vom Realisieren, was mein Fundament war, dass eben die Heilung mein Fundament war und nicht Gott allein, habe ich angefangen, Freundschaft aufbauen mit Gott. Ich habe ihn in meinem Alltag suchen, habe mit ihm reden, in der Bibel lesen, Gebet aufschreiben, genau, ganz auf kreative Art und Weise. Und als die Diagnose ist zurückkam, habe ich gemerkt, meine Seele ist ruhig. Und ich kann es wie nehmen und es macht nichts mit meinem Gottesbild, es macht nichts mit meinem Glauben. Ich bleibe fest. Mein Glaube bleibt standhaft. Ja, wow. Ja. Und ist das, was du dann mit 15 erlebt hast, weißt, bei der Taufe? Ja. Wenn du das heute anschaust, weißt, wie tust du das einordnen? Oder ist das eben gar nicht mehr so relevant heute für dich? Ja, ich würde sagen, es ist nicht mehr mega relevant. Aber ich sage oft, mit 15 ist wie mein Körper geheilt worden. Und bei dieser Diagnose, später bei meinem neuen Zeugnis, wo wir nachher noch drauf kommen, ist wie meine Seele geheilt worden. Und für mich ist das wirklich der viel grössere Schlüssel geworden, dass ich sage, Gott zu kennen als Freund und Vater ist für mich heute so viel wertvoller, als zu sagen, er hat mich geheilt.
Also das neue Zeugnis, müssen wir vielleicht noch für die nicht so in diesen Kreisen drin sind, was heisst jetzt das? Was für ein, es ist nicht das Schulzeugnis natürlich hier wieder gemeint, es ist einfach die Geschichte so gewesen, wo du hast erzählt in diesen Teenager-Jahren so, oder in der Jugendzeit, gell? Und dann hast du gemerkt, nein, jetzt ist da noch eigentlich eine neue Dimension reingekommen. Und das ist, glaube ich, auch der Moment, wo wir, wenn wir schon im Hirten-Thema jetzt hier hocken, im heutigen Live-Talk, wo dann eben das entscheidend geworden ist, gell? Ja, mega. Ja, ich war wirklich dort und habe Gott immer wieder gefragt, was ist jetzt meine Geschichte? Ich liebe es, von dir zu erzählen, mit anderen Menschen im Gespräch zu sein. Und vorher war es immer so, Gott hat mich geheilt. Und was habe ich jetzt schon zu erzählen? Was kann ich jetzt schon weitergeben? Das war wirklich so die Frage, die ich an Gott hatte. Und er ist am normalen Morgen habe ich Gott wieder gefragt, Vater, was ist meine Geschichte? Was darf ich weiterverzählen? Was willst du mir für eine neue Geschichte schenken? Und nachher da bei einem ganz normalen Kaffee, bei einem Gespräch mit Gott, ist wieder so eine Stimme in meinem Kopf, die gesagt hat, Mascha, lies Psalm 23, Vers 5. Und ich habe das gelesen und ich würde sagen, in diesem Moment ist wirklich meine Seele geheilt. Dort steht, der Herr deckt dir den Tisch im Angesicht von deinen Feinden. Und für mich war es so, als würde mein himmlischer Vater mir sagen, und ich decke dir den Tisch im Angesicht von deinen Umständen, im Angesicht von deiner Diagnose, du darfst kommen. Und ich habe gemerkt, Gott redet persönlich zu mir. Er deckt mir den Tisch. Auch wenn sich meine Umstände oder meine Geschichte jetzt nicht verändert hat oder so ist wie vorher, sagt er, und du bist willkommen, du darfst kommen. Und das darf ich Tag für Tag erleben, dass ich einfach kommen darf mit all dem, wo ich bin, mit all dem, was ich auch noch nicht habe. Und beim Vater darf sein, Gott als Freund und Vater darf kennen. Und das ist wirklich das Schönste, was es gibt. Ja. Vielleicht ist euch auch schon aufgefallen, dass auf diesem YouTube-Kanal keine Werbung läuft. Das hier ist die einzige Werbeunterbrechung. Mit unseren Social-Media-Plattformen generieren wir keine Einnahmen. Darum sind wir auf Spenden angewiesen. Herzlichen Dank, dass ihr uns finanziell unterstützt und es so möglich macht, dass noch mehr Menschen im Glauben ermutigt werden und Orientierung finden zu aktuellen Themen. Unten in der Infobox findet ihr alle Informationen zu den Spendenmöglichkeiten. Jetzt wünsche ich euch weiterhin viel wertvolle Impulse mit diesem Video hier und den weiteren Videos auf diesem Kanal. Du hast hier mir das so geschickt, Psalm 23, 4-5 sogar. Ich weiss gar nicht, was das für eine Übersetzung ist, aber eine schöne. Was hast du genommen? Ich glaube, Hoffnung für alle. Hoffnung für alle, okay. Einfach verständlich ist aber für alle. Wo dann der Schluss so, du begrüßt mich wie ein Hausherr seinen Gast, oder? Das ist schon noch so der drin. Das finde ich auch eigentlich ganz stark. Mega, ja. Gott, der so persönlich ist und der auf uns eingeht, uns, dich und mich einladet an seinen Tisch. Und er sagt, du darfst kommen und ich muss meinen Tisch nicht vergleichen mit dem Tisch von meinem Nachbar, aber ich darf kommen und staunen über das, was er für mich parat hat, wie er mich willkommen heissen will. Und am Schluss vom Psalm 23 heisst es so, und ich werde bleiben in deinem Haus mein Leben lang. Und ich würde sagen, das ist wirklich ein Schlüssel. Auch wenn mein Leben jetzt anders aussieht, wenn ich immer wieder einen Arztbesuch habe und manchmal Medikamente muss nehmen muss, wollte ich wirklich sagen, und Jesus, ich bleibe in deinem Haus mein Leben lang. Auch wenn meine Geschichte anders aussieht, als ich es mir noch mit 16, 17 habe erhofft, wollte ich in deinem Haus bleiben und Tag für Tag dich besser kennenlernen. Wenn wir jetzt noch so den Bogen schlagen, wieder ganz am Anfang einfach von deinem Leben, Mascha, dann kann man ja auch sagen, du hast den Vater gefunden, gell? Ja. Nach einer Geschichte von Vaterlosigkeit in diesem Sinn. Genau, ja. Ja, wirklich. In Gott, in Jesus, habe ich den Vater finden, der nie verlässt, der
immer da ist und wo ich heute zurückschauen und sehen, wie er der gute Hirt ist, der vor mir geht, der mit mir geht, wo ich auch einmal so einen Moment hatte, wo ich Gott gefragt habe, wieso habe ich das alles müssen erleben. Und dort war wirklich auch so ein heilsamer Moment, wo Gott gesagt hat, und ich war an jedem Schulweg mit dir. Ich habe dir Lieder gesungen, ich habe dir Geschichten erzählt. Und das ist für mich so der persönliche Gott. Meine Umstände, die haben sich nicht geändert. Mein Vater, den kenne ich heute noch nicht. Aber den himmlischen Vater durfte ich so nahe kennenlernen. Und ich weiss, er war da und er ist heute noch da, an jedem Schritt, den ich gehe. Und das ist so mein Wunsch für eine vaterlose Generation, für vaterlose Menschen, dass sie Gott als Vater so nahe kennenlernen. Ja, und da hast du natürlich wirklich eine Botschaft einfach. Und es ist schon so genial. Du hast mir schon gesagt, du machst jetzt so deine Bachelorarbeit am ISTL genau zu diesem Thema, oder? Die Vaterlosigkeit, die Generation, das ist traurigerweise ja häufig der Fall, dass einfach die Väter weg sind. Also sie sind vielleicht physisch da, aber emotional eben nicht verfügbar, oder? Für die Kinder. Ja. Und dann wollen wir jetzt natürlich, ich weiss nicht, wo du schon stehst, gell, im Prozess von dieser Bachelorarbeit. Aber ja, ich bin momentan noch recht am Anfang davor oder vor der Bachelorarbeit. Aber ich merke, es bewegt mich so fest, auch all die Bücher zu lesen, auch die weltlichen Bücher zu lesen und zu merken, was passiert, wenn man ohne Vater aufwächst und vielleicht Gott als Vater nicht kennenlernt. Und dort wie zu merken, und ich könnte genauso eine von ihnen sein, die Identität Verlust hat durch das. Aber ich habe Jesus kennenlernen. Und das wünsche ich mir für so viele, dass sie Jesus kennenlernen, dass sie Gott kennenlernen und dort innen einen Vater finden, der immer da ist. es ist, glaube ich, schon ein Schreien in dieser Zeit da, oder? Von, eben, wie hast du es jetzt genannt? Die vaterlose Generation sogar, Genau, oder? Ja. so Vaterwunden, die wiederhergestellt werden. Könnte ein Teil der Erklärung sein, dass vielleicht viele junge Menschen auch wieder offener werden, oder? Ja. Für den Glauben. Also man hört ja das einfach sehr stark im Moment. Ja, Leute, die Orientierung suchen, die Halt suchen, weil sie ihn vielleicht auch nicht erlebt haben. Und ich glaube, dass nicht ich oder wir ihnen den Halt geben können, aber dass wir sie zum Vaterherz führen dürfen und sie dort den Halt finden dürfen. Und da wünsche ich mir, dass wir auch geistliche Väter und Mütter haben dürfen, die Menschen an die Hand nehmen und sie zu Gott Vater führen, an uns vorbei zu Gott her. Ja, dass sie wirklich dort der gute Hirt kennenlernen. Ist eigentlich, Mascha, für dich jetzt das auch noch ein Thema, dass manchmal, oder ein Gedanke manchmal hast, oh, wie wäre das, wenn ich jetzt gleich meinen irdischen Vater noch für das auch noch einfach in Erfahrung zu bringen bei dir, wenn ich den gleich noch kennenlernen würde, hat das gleich wahrscheinlich noch eine Bedeutung, immer noch, oder? Ja, also auf jeden Fall. Es ist schon immer wieder speziell, oder ich bekomme die Frage immer wieder gestellt, wie wäre es, wenn du vielleicht im Coop oder im Migros begegnen. Und ich sage immer wieder, es wäre, glaube ich, mega speziell für mich. Und gleichzeitig merke ich auch, wenn ich meine Schwester und meine Mami anschaue, die sind etwa gleich gross und ich bin so die Grösste von meiner Familie, dass ich nur schon vom Aussehen her denke, wie sieht er echt aus oder wie ist er echt? Ja, und gleichzeitig auch viel von ihm habe gehört, wo Spuren hat hinterlassen, ja, wo ich glaube, dass, wenn es wie eine Zeit ist, vielleicht die Türen werden aufgehen. Aber für mich war dort auch so ein Schlüssel, meinem Vater zu vergeben und zu wissen, dass Gott ihm auch vergibt. Und dort auch die Vergebung, dort einen Weg gehen
auch wenn man die Person nicht kennt, zu wissen, Vergebung macht mich am Schluss frei. Und er weiss gar nichts von dem, aber es hat mich frei gemacht, wie zu wissen, ich darf es loslassen, ich darf es Gott abgeben. Und er macht es dann schon. Mhm. Ja. Ja, super gesehen, jetzt einfach auf die Reise dürfen mitzukommen bei dir, was du alles erlebt hast und wo du heute stehst. Ich habe gesagt, 27 Jahre ist das her, gell? Ja, genau. Jetzt wollen wir noch ein bisschen wissen, ja, was macht denn eigentlich die Mascha Surbeck? Wir wissen, wo du Thun bist. Ja, und genau. wo steht sie jetzt sonst? Weißt, was machst du noch? ISTL ist ja einfach ein Teil, aber ja. Genau. Ja, ich schreibe gerade meine Abschlussarbeit am ISTL, darf nebenbei. Das ISTL ist so aufgebaut, dass es ein duales Studium ist. Montag, Dienstag studierst du vor Ort und der Rest darfst du noch in der Praxis sein, noch immer praktisch mitarbeiten. Und da habe ich das Privileg, im Missionswerk MSD zu Frutigen zu arbeiten und dort für Change Camp Arbeit verantwortlich zu sein. Das sind Missionscamps, wo man mit jungen Leuten aber ins Ausland und Inland gehen, mit ihrem Alltag und Glauben leben. Und das ist für mich ein riesiges Privileg, mit Jugendlichen aus der ganzen Schweiz unterwegs zu sein, ihre Geschichten kennenzulernen und mit ihnen einfach der Glauben mit im Alltag zu leben. Mascha, herzlichen Dank, dass du den Mut hast oder eben, du hast ja gesagt, dir fällt es nicht schwer, das ist dein grosses Anliegen, das kannst du die Geschichte erzählen. Und ja, es lohnt sich wirklich, dass wir das jetzt so verfolgst, weiterhin. Und danke dir ganz herzlich, dass du unsere Serie bereichert hast. Danke. Und wenn es dann so weit ist, schickst du mir dann die Bachelorarbeit. Das nimmt mich dann mega Wunder, was du noch weiter herausfindest zu diesem Thema. Weil ich glaube, das ist etwas, das ganz vielen Orten brennt und nimmt mich dann sehr Wunder. Und vielleicht laden wir die dann noch mal ein. Das ist doch Who gut. knows? Das lassen wir auf uns zukommen. Wirklich. Genau. Jetzt wünsche ich dir auch ganz schöne, besinnliche Weihnachten und danke noch einmal herzlich für deinen Besuch. Danke auch. Merci vielmals. Ja, und unsere gute Hirte-Serie neigt sich eben schon langsam wieder am Ende zu. Also wir haben nächsten Donnerstag bereits Weihnachtssendung. Und nachher, ja, alles Schöne geht auch einmal zu Ende. Also es wird auch diese Serie wieder ein Ende finden. Aber ich glaube, tut doch einfach gerne noch kommentieren, auch zu der Geschichte von der Mascha, was hat mich berührt. Vielleicht wollt ihr auch darüber hinaus noch einfach mich melden und sagen, hey, ich will aber mein Zeugnis auch mal erzählen. Dann sind wir natürlich auch im neuen Jahr wieder interessiert an spannenden Zeugnissen. Und dann könnt ihr euch melden an redaktion@lifenet.ch. Und wer weiss, dann machen wir vielleicht nächstes Jahr etwas wieder so Spannendes mit einem anderen Aufhänger oder einfach dir als Person, die hier mal dabei seid. Würde mich sehr freuen. Danke vielmals fürs Interesse und bis gleich. Mitten in Bern, direkt am Bahnhof, ist LiveNet täglich ein Impulsgeber für die Schweiz. Mit unserer Medien- und Beratungsarbeit setzen wir gezielt Impulse, die das Leben nachhaltig verändern. Lasst uns zusammen in der Schweiz und darüber hinaus einen Unterschied machen.